Fifty Shades Darker oder bei uns 50 Shades of Grey 2, gefährliche Liebe, handelt von der Anastasia Steele und dem Christian Grey, den beiden Hauptfiguren schon aus dem ersten Teil. Und nach dem ersten Teil haben sie sich ja getrennt auf tragische Art und Weise, weil sie er ihr den Arsch versohlt hat, wortwörtlich. Und das hat ihr gar nicht gepasst, jetzt sind sie auseinander und jetzt im zweiten Teil geht es eigentlich darum, dass sie wieder zusammenkommen, weil das schliesslich die Story so will. Und bei ihr ist es so, dass dann vom Schaffen her dass es gewisse Reibungen gibt und bei ihm holt quasi seine Vergangenheit ihn langsam aber sicher ein. Ich habe den ersten 50 Shades of Grey ja nicht so super gefunden und beim zweiten ist es mir ein bisschen ich bin wirklich gespalten. Ich habe nach dem ersten Trailer eigentlich gefunden, es hat okay ausgesehen. Und die eine Seite von mir hat gefunden, bitte etwas gut, weil ich sehe gerne gute Filme. Und die andere Seite von mir hat etwas Scheiße, weil ich reg mich auch gerne auf über schlechte Filme. Und ja, 50 Shades of Grey 2 ist eher ein schlechter Film. Aber weil wir ja alles positive und tolle Leute sind, gehe ich mal zuerst aufs Positive ein. Und zum einen ist das so ein bisschen Musikwahl, die ist eigentlich gut, das sind eigentlich noch coole Stücke. Also es ist so Popmusik, die mir jetzt nicht so zusagt, aber zum Film selber passt. Sie werden nicht immer an den passendsten Stellen eingespielt, die Stücke, aber es ist eigentlich ganz okay von dem her. Rein optisch finde ich auch, ist er eigentlich gut. Er sieht schick aus, er ist nicht mehr ganz so trist und grau wie der erste. Er muss nicht mehr den Grey-Aspekt so ein bisschen bedienen. Das haben sie das mal ein bisschen besser gemacht. Es hat ein paar schöne Aufnahmen, also auch, aber auch da nichts Atemberaubendes. Und auch eigentlich ganz gut gefallen hat mir Dakota Johnson einmal mehr in ihrer Rolle als Anastasia Steele. Sie ist halt das Murblümchen und muss sich irgendwie versuchen, gegen ihn so ein bisschen zu wehren, aber irgendwie klappt das nicht. Aber sie spielt das, was sie eigentlich überkommt zum Arbeiten damit. Das macht sie eigentlich relativ gut, finde ich. Und der Jamie Dornan wirkt halt einfach ein bisschen verloren als Christian Grey. Ich kaufe es einfach nicht ab. Er ist sehr ein attraktiver Typ und sie ist ja auch eine hübsche. Von dem her passt sie ja schon, aber irgendwie funken will es nicht zwischen diesen beiden. Genauso wenig wie zwischen mir und dieser Filmreihe. Und jetzt kommt der negative Teil und das überwiegt doch relativ stark. Einerseits ist der Film einfach stinklangweilig. Es ist ein stumpfer, leerer, langweiliger Film. Hauptschuld an dem sind meiner Meinung nach Charaktere, eben nicht einmal die Darstellung von denen, sondern wie sie geschrieben sind. Und ich habe versucht, mich hineinzuversetzen in die und versucht, die zu verstehen, aber es sind einfach blöde Figuren, die blöde Entscheidungen treffen. Und noch viel schlimmer ist ja, dass sie am Anfang des Films am genau gleichen Ort sind wie am Schluss des Films. Sie sind genau gleich blöd wie am Anfang. Was ich so verrückt finde, ist, dass der Christian Grey als Konzept eigentlich Potenzial hat, aber sie machen so nichts aus dem. Er wäre ja eigentlich so ein geschädigter Typ, der irgendwie ein riesiges Problem hat und das wird immer so ein bisschen angedeutet, aber schlussendlich wird überhaupt nichts gemacht mit dem. Man geht gar nicht auf das ein, überhaupt nicht. Da haben wir ein weiteres Problem. Es hat einen Haufen Nebenhandlungen, die angerissen werden und irgendwie halt da sind, aber zu der Story nichts beitragen. Es hat ein paar so Nebenhandlungen. Der eine ist die da mit dem Typ, da mit dem Fotografen Heini, der irgendwie auf die Anastasia steht und irgendwie, es wird immer so ein bisschen angedeutet, aber gemacht wird nichts damit. Und dann gibt es noch die Storyline, die auch einen Haufen Potenzial hatte, die mit seiner ehemaligen Submissive, also mit seiner ehemaligen Sklavin, die irgendwie immer noch etwas will von ihm und das irgendwie der Anastasia nicht mag gönnen und was weiß ich. Und die kommt ein paar Mal vor und dann kommt eine Szene, wo ich finde, jetzt bitte passiert etwas und dann passiert einfach auch nichts. Und es hat dermassen überkonstruierte Handlungsstränge, vor allem gegen den Schluss. Es gibt so ein Event mit einem Helikopter, wo einfach noch künstlich versucht wird, Spannung zu erzeugen und es geht so dermassen in die Hose. Ich habe schon beim ersten Teil gefunden, dass jetzt die Sexfickereien da irgendwie nicht gross anrüchig sind oder so, aber auch nicht irgendwie sexy oder so, sondern eher so ein bisschen und das Mal ist es ja genau nicht besser. Wir sind immer noch genau gleichen Ort, es ist eigentlich genau der gleiche Film. Und eben auch das Mal sind die Sexszenen wahrscheinlich noch zahmer als im ersten Teil. Ich meine, der Typ hat einen ganzen Schrank, was sage ich Schrank, einen ganzen Raum voll mit irgendwelchem crazy Stuff und was holt er raus? Ein Beispreizer. Ich glaube, das ist das erste und das letzte, vielleicht wenn dann 50 Shades Freed, der dritte Teil, rauskommt, aber
das ist ein Film oder eine Filmreihe, die besser als straight-up Porno funktionieren würde. Was mich schwer irritiert ist, wie viele Frauen da in Scharen in die Kinos säckeln. Sonst das ganze Jahr geht man nicht ins Kino, aber ein 50 Shades of Grey geht man schauen, weil das schauen alle. Jetzt hat doch Hollywood und ein Haufen Schauspieler, Regisseure, Produzenten, alle möglichen, haben sich einen Haufen Mühe gegeben, dass Frauen bessere Rollen bekommen. Siehe Charlize Theron in Mad Max Fury Road, siehe Emily Blunt in Sicario, siehe Amy Adams in Arrival von letztes Jahr. Das sind alles super gut geschriebene und gute Frauenfiguren und das ist immer noch eine Seltenheit, auch im Jahr 2017. Dann kommt 50 Shades of Grey und schmeißt uns mit zurück ins Mittelalter. 50 Shades of Grey 2, gefährliche Liebe, ist nicht so gefährlich. Es ist ein leeres, plumpes, langweiliges Produkt. Ich weiss gar nicht, ob ich überhaupt von einem Film reden in dem Fall, aber es ist wirklich kein guter Film. Es hat ein paar gute Darsteller drin und die Musik ist okay und er sieht ganz okay aus, muss ich sagen, aber es hat überkonstruierte Handlungsstränge, es hat Handlungsstränge, die aufgebaut und aufgeleistet werden, aber es wird überhaupt rein gar nichts gemacht damit. Es wird versucht, Spannung zu erzeugen, es wird versucht, so eine düstere Atmosphäre zu kreieren, aber es ist einfach ein plumper, langweiliger, was weiß ich, sehr Porno-Light, weiss ich auch nicht. Was ich ja tragisch finde, ist, dass er eigentlich einen Haufen Potenzial hat, aber entweder muss man dann ein voll Drama daraus machen und sich fokussieren auf den Christian Grey, seine gebrochene Figur und seinen gebrochenen Charakter, oder man geht einfach voll in Richtung Porno. Aber die Vermischung klappt einfach nicht. Die ernsten Szenen werden immer mit total langweiligen Sexszenen unterbrochen und das führt einfach zu einem schlechten Resultat. Aber eben, am schlimmsten meiner Meinung nach, es ist einfach langweilig. Es passiert nichts. Es hat eine Szene, etwa, glaube so ein bisschen nach 2/3 oder so, wo so ein Konvoi in die Tiefgarage fährt, wo die Anastasia und Christian drin hocken und finden so, ja, jetzt gehen wir heim und so. Und dann halten alle an und die Männer da, die coolen Bodyguard-Leute, stehen auf und schauen dort umeinander und laufen für. Und außerhalb der Kamera ist irgendetwas und dann sagt der Christian, ja, Anna, bleib da sitzen, ich muss jetzt da gucken, das abklären. Und dann stehen sie dort so verwirrt und dann steht sie auf, schaut dafür und ich finde so, gib mir eine Leiche, gib mir eine Leiche, gib mir etwas, gib mir eine Leiche und nachher ist das ein kaputtes Auto. Ich empfehle den Leuten, die das Buch gelesen haben und vielleicht den Film einfach schauen wollen, dann gehen. Ja, es ist relativ klar, dass die Leute wahrscheinlich gut werden finden. Die anderen, wenn ihr jemandem einen Gefallen machen, dann schon und dann kiggelt ihr so ein bisschen in euren Pulli rein oder so, aber sonst, nein, nicht. Was für ein Schmerz. Ja, viel mehr gibt es zu 50 Shades wirklich nicht mehr zu sagen. Ich danke euch vielmals, dass ihr das Video angeschaut habt und ich sehe euch beim nächsten Mal.